Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal schauen wir uns mal die Paarungen der Champions League an. Und ich werde mal ein bisschen meine Meinung dazu äußern. Ich würde sagen, wir machen mal direkt hier ihn hier, da sehen wir schon. FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Sollten wir da weiterkommen, spielen wir im Halbfinale gegen Manchester City oder Borussia Dortmund. Und ja, Finale, sollten wir da auch noch weiterkommen, wäre halt entweder Real gegen oder Liverpool oder Porto oder Chelsea. Ja, ich denke, Paris sind wir ganz gut mit bedient, denke ich. Ja, ich schätze Paris nicht so stark ein wie zum Beispiel Man City, Liverpool oder auch Chelsea. Real Madrid gegen Liverpool, ja. Wir können ja erstmal die Paarungen durchgehen. Also, wir gegen Paris bin ich ganz klar bei uns. Wie gesagt, ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Klar, Paris ist keine schlechte Mannschaft, keine Frage. Aber ich habe da kein schlechtes Gefühl. Vor allem, wenn man dann auch den Anreiz noch hat, im Halbfinale gegen Pep zu spielen. Manchester City gegen Dortmund. Ich denke, Dortmund hat maximal Außenseiterchancen. Also, ich sehe Dortmund nicht so stabil und nicht in der Qualität, auch wenn man das Spiel gegen uns sieht. Ja, wie gesagt, maximal Außenseiterchancen. Müsste der Haaland schon 2 super Tage haben und Man City müsste ein bisschen schlechte Tage haben. Ansonsten ist das für mich eine klare Kiste. Real Madrid, Liverpool. Ja, würde ich leichte Tendenz für Liverpool sehen. Ja, die haben halt aktuell ein paar Probleme in der Liga, Verletzte und sowas. Nichtsdestotrotz haben sie in der Champions League Leipzig locker flockig ausgeschaltet, muss man auch mal sagen. Real Madrid, ja. Vielleicht haben die Allstars, die da so rumgraupeln, noch ein bisschen Bock und wollen es nochmal allen zeigen. Dann könnte es interessant werden, aber ansonsten bin ich da auch eher bei Liverpool. Und Porto gegen Chelsea. Porto kann ich 0 einschätzen. Aber Chelsea gerade jetzt mit Tuchel denke ich schon, dass die stabil genug sind, um da weiterzukommen. Aber wie gesagt, ich kann Porto nicht einschätzen, aber ich wäre da pro Chelsea definitiv. Danach dann Halbfinale. Bayern gegen City. Ja, wird eng. Wird eine enge Kiste. Ich denke, City ist so der stärkste Konkurrent. Neben Liverpool. Und dann Chelsea. Ich denke, das andere Halbfinale wird Liverpool gegen Chelsea sein. Ja, und ich denke, da ist dann einfach alles offen auch, ne? Genau wie bei uns, wenn wir gegen City spielen. Also, das ist dann reine Tage. Ich meine, jetzt schon ist schon tagesformabhängig. Machen wir uns nichts vor. Auch wenn es hier ein Rückspiel gibt. Nichtsdestotrotz, wenn du irgendwie einen schlechten Tag hast und der andere hat jeweils eine konstante Leistung, war es das halt einfach. Ja? Du musst schon 2 gute Tage haben. Du musst schon an ein Leistungsmaximum gehen. Aber da mache ich mir bei uns keine Sorgen. Da haben wir eigentlich in den letzten Jahren nie Probleme gehabt, uns da irgendwie zu konzentrieren, zu fokussieren, selbst wenn es in der Liga davor scheiße lief. Also von daher mache ich mir da keine großen Sorgen. Klar, werden interessante Spiele, wird auch nicht einfach werden, aber ich denke, wir werden am Ende die Nase vorn haben. Ist zumindest meine Prognose. Ja, ansonsten, dass wir dann Man City im Halbfinale schon haben, finde ich sogar besser, wenn ich ehrlich bin, wie im Finale. Weil im Finale ist ein Spiel, ne? Da kann halt sowieso alles passieren. Ich denke aber mit Hin- und Rückspiel gegen City, ja, wird sich dann der in Anführungsstrichen verdientere durchsetzen. Wer es sein wird, ganz schwere Kiste. Wird meines Erachtens tagesformabhängig und auch wie der Flick so die Abwehr gestaltet in den kommenden Wochen, bin ich sehr gespannt. Obwohl der Alaba jetzt ein bisschen stabiler war, aber ja, nichtsdestotrotz werden da andere Kaliber in der Offensive auf uns zukommen, auch schon gegen Paris. Auch mit Neymar und sowas. Ja, bin ich sehr gespannt. Weil ich sehe jetzt Kimmich und Goretzka nicht wirklich als so super defensiven Sechser an. Von daher bin ich da gespannt, wie es da gehandhabt wird auf der Position. Schauen wir mal. Es werden interessante Spiele werden, denke ich, auch gegen Paris. Und ja, ich denke, am Ende des Tages werden wir die Nase vorne haben. Ist zumindest mein aktuelles Gefühl. Ne?
Guck mal eben, ob schon hier steht noch nicht drin, wann wir spielen. Können wir mal kurz zurückgehen. Dann da schon Termine. Also wir spielen auf jeden Fall erst zu Hause. Ja. Keine Ahnung, möchte ich nicht zu viel hineininterpretieren. Also ich denke, wir haben die Qualität, egal ob zu Hause oder auswärts, Tore zu schießen und von daher. Aber klar, wenn du zu Hause 0-3 verlierst oder so, dann wird's eng. Ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Weil wir kassieren ja gerne Gegentore. Zu Hause sollten wir das ein wenig vermeiden. Gut, leider finde ich jetzt hier auf die Schnelle keinen Termin dazu. Aber jetzt ist ja erstmal Länderspielpause. Ach, hier steht's doch. Ach ne, steht nur Finale, 19. Mai. Ja, super. Guck mal eben hier. Top vorbereitet, Leute. Ich klicke mal auf Spielplan. Da ist auch noch nichts eingetragen. Ich bin da zu schnell. Wir haben erst 12:40 Uhr. Vielleicht ziehen die auch erst noch die Tage und die Uhrzeiten, was weiß ich. Achso, hier, Viertelfinalpartien steigen am 6. und 7. und 13. und 14. April. Die Halbfinals finden am 27. und 28. April statt. Ja, können wir uns ja drauf freuen. 6., 7. Hey, da bist du sogar Urlaub, Alter. Ist ja nice. Da könnte ich ja glatt mal mit Kollegen Fußball gucken. Wow. Nice. Klar, ist nur Hinspiel, Rückspiel wäre schöner, da frei zu haben. Ich weiß auch gar nicht, was ich glaube, da habe ich Frühschicht, dann geht. Oh, ja, egal, nützt nichts. Nützt nichts, müssen wir durch, Leute. Okay. Ja, wie gesagt, meine Einschätzung habt ihr gehört. Ich finde es auch besser, dass wir so einen großen Namen im Ende kriegen. Wir hätten, glaube ich, sogar Dortmund kriegen können, ne? Ich glaube, es gibt jetzt nichts mehr Länderspezifisches im Viertelfinale. Wäre natürlich schade gewesen. Von daher, und so Porto weiß ich auch nicht. Es wäre so ist man gleich richtig fokussiert wenigstens. Weißt du, Paris weiß man, Finale war eng und so, da ist man fokussiert. Und die waren ja bisher auch stabil. Und da wären es interessante Spiele. Ich denke aber am Ende werden wir die Nase vorne haben. Und dann schauen wir mal im Halbfinale, denke ich, ist alles offen. Auch da das werde ich mir definitiv angucken. Dortmund gegen City. Das interessiert mich, das werde ich mir ja auch mal reinpfeifen. Generell die Spiele sind alle hochwertig. Okay, Chelsea gegen Porto interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Aber Liverpool gegen Real könnte man sich halt auch mal gönnen. Ich denke, da sieht man ein bisschen guten Fußball dann in den kommenden Wochen im April. Gut, Leute, das war's. Kurz und schmerzlos, kleine Einschätzung. Wir hören uns am Samstagabend wieder zum Spiel gegen Stuttgart. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, tschüssi.